Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gucken mal, was Vincent Kompany zum Spiel oder zur ersten Niederlage und dem Spiel bei Aston Villa zu sagen hat. Ich kann es mir schon fast denken, wird wohl so in die Kerbe von Neuer und Kimmich gehen. Ich meine, ist ja auch... Die Spielweise, das Tor ist der Spielweise geschuldet. Wir hatten Chancen, die gut gehalten wurden oder vergeben wurden und ja, mein Gott. Manchmal läuft es halt einfach nicht so, wie es soll, aber wir haben auch nicht so ein gutes Spiel gemacht wie sonst, muss man fairerweise sagen. Aber gucken wir mal, was Vinny sagt. Ich bin gespannt. Gehen wir mal rein in den Bums. Bevor wir das natürlich tun, Leute, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier tue. Ne? In diesem Sinne. Abfahrt. Konferenz nach dem Champions-League-Spiel des FC Bayern hier bei Aston Villa, jetzt mit Vincent Kompany. Die Einschätzungen und die Fragen bitte, beginnend mit dem ersten Handzeichen. Who wants to start? Ja, der Bayerische Rundfunk hinten an der Kamera, bitte. Ja. Vincent, wie tut es, wenn man das hört, it's happening again, das ganze Stadion singt und freut sich, dass 1982 Leid, sage ich jetzt mal, wiederholt wurde und das, obwohl die Bayern ja wieder so viel Ballbesitz hatten. Ja, ich habe es nicht mal verstanden, dass das gesungen war. Mein Fokus war einfach total auf dem Spiel und ja, wir haben große Chancen, dass wir nicht nützen heute und die haben einen Moment und okay, das gehört dazu, das ist Fußball. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mit diesen großen Chancen tue ich mich ein bisschen schwer heute. Habe ich heute nicht gesehen. Ja, Serge das Ding, muss er querlegen, dann wäre es eine große Chance gewesen, das egoistische Getue. Dann Serge die zweite, kurz vor Schluss, wo er einläuft. Ja, hätte ein anderer Stürmer gestanden oder ein anderer Spieler, wäre es vielleicht anders gelaufen, war einfach auch nicht Serge sein Tag, so ehrlich muss man sein. Hätte man halt einfach mal vom Platz nehmen sollen, war. Ansonsten weiß ich nicht. Wo waren die großen Chancen? Fußball und das ist bitter, natürlich. Aber das entscheidet jetzt nicht die Champions League heute und wir müssen weitermachen, damit wir unseren Erfolg holen. Dankeschön, Vinny. Die nächste Frage dann. Aus welchem Bereich? Ganz kurz, okay. Ja, machen wir im BR weiter, bitte. Vielleicht könntest du kurz noch was sagen zu Jamal Musiala. Wir waren natürlich alle überrascht, oder als wir gesehen haben, dass er nicht von Beginn an spielt, sondern auf der Bank ist, was die Gründe dafür waren. Danke. Ja, hat einfach zu tun mit das letzte Spiel und er hat fast 2 Tagen hat er sich nicht gut gefühlt und wir wussten, okay, 90 Minuten geht nicht, vielleicht 45 und deswegen am Halbzeit. Ja. Habe ich mir schon gedacht, dass es so in die Richtung geht. Völlig fein. Aber warum da nicht anfangen lassen in so einem Spiel? Ja. Und vor allen Dingen, warum dann durch Coman ersetzen? Der wirklich enttäuschend war bei seinen Einwechslungen. Verstehe ich nicht. Also du hast so viele Möglichkeiten in diesem Kader und gut, im Nachhinein, klar, immer können wir einfach klug scheißen, ne? Gar keine Frage. Wir wissen es nicht, vielleicht war Coman ein Biest die Woche über im Training, I don't know. Aber so für einen Außenstehenden war es dann auch nicht ganz nachvollziehbar. Ja, dann fang halt an in so einem wichtigen Spiel mit dem Jamal und nehm ihn zur Halbzeit runter, wenn es nicht mehr geht. Ja? Oder hätte es wenigstens Thomas Müller als Zehner gebracht oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber gut, im Nachhinein können wir immer klug scheißen. Das war für uns die Möglichkeit, ihn reinzubringen, ist immer einfacher, dann dass du einen Spieler auswechselst natürlich. Aber ja, das war rein physisch und es sollte kein Problem sein für das nächste Spiel natürlich. Naja, da muss ich aber fairerweise auch sagen, dann hätte man rein physisch auch einen Pavlo nicht aufstellen dürfen, weil der wirkte physisch platt. Ja? Da muss ich mal ganz klar sagen, also das hätte man sich dann auch schenken können. Und Harry Kane, weiß ich nicht. Hätte man dann so ab der 60., 70. vielleicht auch auswechseln können. Klar, Harry Kane ist immer für ein Tor gut, aber dann musst du ihn da vorne dann einfach mal eine zweite Spitze an die Seite stellen. Ja? Punkt. Ja, der ackert sich da zu Tode alleine gegen so einen 4er, 5er Block, der die Mitte dicht gemacht hat. Keine Ahnung, dann stelle ihm Tell da vorne mit rein, neben dem irgendwas von außen raus, was eh keine Leistung bringt.
und gut ist, wa? Do we have some English questions? Are you all working? Oh, okay. Die Süddeutsche Zeitung, okay. Hallo. Herr Kompany, Sie haben Palhinha eingewechselt, da stand es doch 0:0. War das so ein Moment, wo Sie dachten, das wäre jetzt eigentlich auch ganz okay, dieses 0:0 irgendwie über die Zeit zu retten? Oder war da noch der Gedanke, unbedingt den Sieg zu wollen? Also ich hatte, bevor er antwortet, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir unbedingt den Sieg wollen. Ich glaube, man hat sich schon ein bisschen darauf eingerichtet, irgendwo so, jetzt gar nicht wegen der Auswechslung, auch vorher schon, habe ich nicht mehr so diesen Drang gespürt. Es war jetzt nicht so, dass wir das Fußballspiel eingestellt haben, aber dass man jetzt so gesagt hat, wow, wir wollen unbedingt hier einen Sieg mitnehmen, weiß ich nicht. Hat mir ein bisschen gefehlt. Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass das Aston Villa auch gut stand und wir keine Ideen hatten. Vielleicht auch, weil wir zu wenig Bewegung im letzten Drittel hatten. Keine Ahnung, vielleicht hat das ein bisschen getäuscht, aber ich hatte nicht das Gefühl. Der Gedanke ist immer, einen Sieg zu holen. Das ist keine Sekunde in meinem Kopf. Es war keine Sekunde im Kopf, dass wir jetzt 0:0 halten wollen. Es war einfach, wir haben... Ja, sorry, dann hätte man anders wechseln müssen, Alter. Sorry. Ja, dann auch nicht die letzten 5 Minuten Leon Goretzka bringen und ihn hinten als Libero hinstellen. Ja, bei 0:1. Also dann stellen Leon bitte vorne in den 16er. Und dann nimm bitte nicht Minje raus, nimm Upa raus, weil Minje nochmal 3 Stufen Kopfball stärker ist. So, und dann haust du nochmal alles nach vorne, lange Bälle und entweder kriegst du das zweite durch einen Konter oder du machst das 1:1. Ja, das habe ich dann nicht verstanden, diese Auswechslung. Das war für mich dann, I don't know. Aber wie gesagt, klugscheißen kann man im Nachhinein immer. 2 große Spiele gemacht jetzt gegen Leverkusen, gegen Aston Villa. Und wir haben eine Karte, die wir nützen müssen. Und deswegen war es aus unserer Sicht das richtige Moment auch, ein bisschen Frischheit zu bringen in die Mannschaft. Nee, viel zu spät. Pavlovic war platt, Alter. Viel zu spät in Palhinha gebracht, meiner Meinung nach. Ja, wirklich. Also, habe ich auch nicht verstanden. Aber gut. Müssen wir ja auch nicht immer alles verstehen, ne? Bisher hat dem Trainer alles recht gegeben, was er so gemacht hat. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Angriffsfläche. Die müssen wir nicht unbedingt nutzen. Wir gucken mal, was in Frankfurt passiert und dann können wir da Montag im Stream mal ein bisschen drüber fachsimpeln. Und da ging's um. Ja, so. Darum ging's. Okay. Yes, please. It's not a group stage. It's a table. What is it? It's a league. Leider versteht man gar nicht. Did it feel like a great occasion tonight? If you take your sort of Bayern perspective away just for a second, could you enjoy and appreciate the occasion? What it meant for us? Yeah, I think when it comes to winning or losing, you don't need to take the context of so many years into it. It's just we lost the game, and the game has its own story. You know, we had big chances, didn't score them. We gave away a moment, and in that moment, Aston Villa, obviously scored a goal, and I understand the occasion it was for the opponent today, and of course it's a special night for them, but it doesn't decide the Champions League today, so we have to take our learnings from this game, and I'm convinced that we're the type of team that will score the goals more often than we want, but tonight that's the story of the game. And how difficult are Aston Villa's 2 centre forwards? Ja, völlig richtig, ne? Mir hat's nochmal gesagt, wir haben die Tore halt nicht gemacht. Aston Villa hat dann das Tor gemacht. Schön für sie, der Moment. Ja, natürlich hatten wir die Chancen, ja. Nochmal das Riesending von Gnabry, wenn du da 1:0 in Führung gehst, aber hätte Fahrradkette. Ja, so ist es am Ende. Wir hatten jetzt aber auch nicht irgendwie, dass man sagt, boah, wir haben jetzt aber hier 5, 6 und was weiß ich, hochkarätige Chancen gehabt. Das war halt auch nicht der Fall. Ne, muss man fairerweise auch sagen. Und Zweikampfverhalten war eine Katastrophe heute. Und Ballsicherheit teilweise aber auch katastrophal. Also es gibt schon genug Angriffspunkte heute, wo man was sagen kann. Against first of all Watkins and then Duran after he came off the bench. It's a Champions League team coming out of the, coming out of the Premier League. So we know how competitive it is to get into the top 4
for that you need top players, and you know, their strikers, of course, are capable of doing this. But like I said again, it's something you take always into consideration, and the main thing for us is, in terms of how the game went, there's a story as well to this game. You know, like I said, I mean, I wasn't asked about. Was I asked about the no? But the point is really, we have 15 minutes in the first half where it looks like we're starting really bright. It looks like we're sort of continuing with the momentum we've built, and then we have half an hour where, and this I will agree with, where although we're not conceding big chances, you feel moments could happen. It had that smell in the first half, in certainly for half an hour, not in the first 15-20 minutes. Ja, stimme ich ihm zu, habe ich in meiner Analyse ja auch gesagt, ne? Man muss aber mal sehen, warum das Momentum umgeschlagen ist. Weil Conny Laimer Katastrophe war und auf der anderen Seite ein Kingsley Coman. Ja, die haben dann auch die Spieler neben sich angesteckt und es war eine Katastrophe. Ja. Und dann muss man sich das gefallen lassen. Die Frage, warum hat man diese Spieler aufgestellt? Warum hat man Guerrero da rechts weggenommen? Warum? Schonung? Gegen Aston Villa? Nochmal, das sind ja Sachen, die kannst du in der Bundesliga machen, wenn du da nicht gegen Top-Team spielst. Bin ich völlig fein, Alter. Ich mach Schonung, hau ein paar junge Joister wegen mir rein, alles gut. Ja, aber doch nicht auswärts im Champions-League-Spiel bei Aston Villa. Da kannst du doch nicht anfangen, solche Spieler aufzustellen. Sorry. Verstehe ich nicht. And then the second half, I feel like that went again a little bit. So the threat wasn't there anymore as much. It had to do as well with the fact that our distances were a lot better in the second half to recover balls than in the first half. But you play against a team at home, if they resist and if they're able to defend well, because it's not just us having big chances, it's them defending well as well, then you always know that you can have a moment, and football is like this. If you don't take your chances, it can happen. It is. Okay, the last one, yes, behind. Ja, er sagt da, wenn der Fußball ist halt ein Chancenspiel, wenn du die Chance hast und du machst sie, dann machst du, ja. Und wenn du sie nicht machst, machst du nicht. Und das ist Fußball. Can you take the microphone, please? Wir müssen das jetzt aber auch nicht wieder super schlecht reden oder sonst was, ja. Man kann das Spiel kritisieren, man kann ein paar Sachen kritisieren, dass ich auch tue, was ich auch tue. Aber wir müssen jetzt nicht anfangen, alles in Frage zu stellen, wa? Das war keine schlechte Leistung, es war auch keine gute Leistung, es war ein Mittelding, ja. Man hat gesehen, einige Spieler sind müde, einige Spieler war einfach die falsche Entscheidung, das falsche Bauchgefühl, whatever, ja. Aber das muss uns jetzt nicht von unserem Kurs abbringen lassen, ne? Gar keine Frage. Ja. Nächstes Spiel Frankfurt, da können wir es wieder gut machen und Feierabend, ne? Yeah, hi Vinny. Just in terms of the start you've had at Bayern, obviously loads of early wins, loads of goals, then the two games this week against Leverkusen and Aston Villa. I mean, how much harder have you found it in those two games, and what do you think you've learned after compared to what was going before? I think over two games against two teams that I rate extremely highly, we conceded very few chances. And what we normally do so well, which is scoring our goals, for one reason or another, it's just been on the bar, on the post, or it's just been, you know, a near miss. But with the team that we have, I would never see this as a trend. It's just that's what happened for us now this week, and yeah, if we just focus on our own work, we'll win a lot of games still. Thank you. Okay, thank you. Letzte. Okay, ja, bitte. Ja. Weil du die Lehren angesprochen hast, die man aus so einem Spiel ziehen muss. Kannst du die Lehren sagen, welche Lehren ihr jetzt ziehen wollt? Ja, na klar, die wird da jetzt breit treten, welche Lehren man zieht. Vielleicht, dass man in den wichtigen Spielen erstmal die Spieler, die wirklich Leistung bringen, aufstellt. Und nicht darauf hofft, dass irgendwelche Leute eine Leistungsexplosion kriegen, à la Kingsley Coman oder Conny Laimer. Natürlich können wir das nicht alles nur an die beiden festmachen, aber das waren auf jeden Fall Griffe ins Klo, war. Die Schritte, die man gehen muss. Aber natürlich Lehren, immer Vorsicht mit dieses Wort, natürlich, weil es geht um Gewinnen, es geht um Ergebnis, aber alles ist, auch wenn wir 5-0 gewinnen, gibt es immer noch was zu lernen. Aber ich habe es eigentlich
alles erklärt, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, wo wir richtig gut anfangen, wo alles aussieht wie die letzten Wochen. Genau. Und dann, wo wir halbe Stunde einen Schritt vielleicht später kommen. Nicht, dass wir das wollen, aber das passiert einfach. Und am Halbzeit haben wir das auch besprochen. In zweiter Halbzeit sieht dann auch wieder besser aus. Und das meine ich. Es geht jetzt nicht, dass wir gewonnen haben oder verloren. Nur es geht darum, wir haben unsere Chance gehabt. Ja, die Spieler wissen selbst, wenn wir die haben, müssen wir. Ja, dann muss er den Ball querlegen auf Harry Kane, der ihn einschiebt, wa? Und nicht egoistisch in den Himmel, Nachthimmel dreschen. Müssen wir die Tore machen. Aber ich habe total Vertrauen, dass unsere Mannschaft viele Tore machen wird diese Saison. Aber wichtig ist, dass wir nicht diesen Schritt später kommen. Und das war für 30 Minuten so. Nicht die ganze Spiel, 30 Minuten. Und wir wünschen uns das jede Minute auf die ganze Saison, dass wir immer das gleiche Niveau haben. Das heißt Top-Niveau. Und das war nicht heute. Gut. Ehrliche Worte, völlig richtig. Dann ist die Frage, warum hat man nicht eingegriffen? Danke Vinny, danke euch. Have a good night. Bye bye. Ciao. Danke. Na? Warum hat man da nicht eingegriffen? Weil ich denke, man hat gesehen, welche Spieler das waren. Ja. Und warum hat man dann gewartet mit einem Palhinha-Wechsel für 15 Minuten? Ja. Weil auch ein Pavlo kam. Nur noch zu spät. Hat kaum einen Zweikampf gewonnen. Nichts. Ja. Stand völlig neben sich in dieser Phase. Ja. Da muss ich zur Halbzeit spätestens reagieren, wa? Oder vielleicht schon auch mal in der ersten Halbzeit. Nochmal. Ich habe es im anderen Video gesagt, guckt euch einen Emery an, den Bailey einwechselt und wieder auswechselt, Alter. Ja. Sorry. Und ein King und ein Conny Leimer, die haben das Spiel halt aus der Hand gegeben. Die haben die Mannschaft total verunsichert. Die hättest du beide auswechseln können. Ja. Einfach um mal ein Statement zu setzen. So. Aber, wie er sagt, vielleicht lernt man daraus. Vielleicht sehen wir das beim nächsten Mal. Ja. Weil, wie er sagt, das waren 30 Minuten, das war Müll. Ja, da gehe ich mit. Ja. Und zweite Halbzeit war dann so mittel. Ja. Aber gut, Leute. Es ist spät, es ist Feierabend. Ich wünsche euch trotzdem natürlich eine schöne Restwoche und wir freuen uns auf Sonntag auf Frankfurt, wa? Und hoffen, dass wir wieder ein bisschen mehr Offensivfeuerwerk sehen. Ich bin sehr gespannt, wird auch ein sehr schweres Spiel, denke ich. Mal schauen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.